Herr Deputéierten, Herr Vizepräsident von der Chambre, liebe Membres aus dem Chefener Gemengerot, werte Vertreter von der Resistenzorganisationen, die Damen und Herren vom Syndikat und der Vereiner, liebe alle gut. Zu Jahren gedenken wir am Kader vom Nationalen Kommemorationstag Anfang Oktober all denen, die hier leben, die müssten hier gehen, für das wir heute an einem freien Lützeburg können leben. Ob Resistenzler, Zwangsrekrutierten, Deportierten oder Opfer von der Shoah, sie all waren Viktimen von einem unmenschlichen und unmenschlichen Terrorregime. Keine Familie am Land ist eigentlich verschont geblieben. Über 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs fällt die Mengen oder anderen schwer, den Sinn, die Importanz und die Valeur von der Kommemoration zu begreifen und noch zu teilen. Von daher bin ich froh, auch wenn wir an einem kleinen Kreis noch aufgehalten haben, dass wir als Haut heute zusammengefunden für diesen Ehrentag mit einem kleinen Feiermoment zu zelebrieren.
Auch auf vielen anderen Gemengen versammeln sich haut an noch more Menschen für diese nationale Kommemorationstag zu honorieren. An nobele Plätzen gëtt der Justiz de l'arbitraire durch a vun den Nazien ewéi joch und den Terror durch den Krieg erinnert. Auch an die indicible Souffrance vun de Leid, die verfolgt, verschläft, verdriven, gedemütigt, verwundt oder assassiniert gesinn erschoss gesinn. Don Menschlichkeit wo schrecklich. An das nach immer net zu verstohlen, wieviel Facetten des Grausamkeit erfreiert huet. Wer der Wittien am Matwieger haut feiere man net op der Gemenge Platz bei Monument Moch, op der Freiheitsplatz, neen wir sinn hei op der Platz bei der Cité um Ben, wo de Schmelzerbechter Gedenksteen ass. Als Monument Moch gëtt jo bekanntlich an de Park Leonie Kullen deplacéiert. Am mir hu gedurcht, dass dis Platz bedingt doch durch Schicksal déi Schmelzerbechter durch den Streik vom 31. August 1942 erlieft an der Drohung hunn eng würdeg an noch korrekt Zeremonie garantiiert. Der Kommemorationstag as auch den Dach fir den Ersatz vu Mënscherechter a fir Dignitéit humain. Das Journée de Souvenir avertéiert dais aus de Schreckensbilder an noch aus de Schreckensevenementer vun der Vergangenheit, von dem Ersten und Zweiten Weltkrieg Konklusionen für haut Mur an iwwer Mur zu zeien. An ich mengen do e resoluten Engagement géint all Krieg, géint all Form von Terror, a géint all Form von Gewalt. An den eierlichen an engagierten Ersatz für dauerhafte Frieden, für Solidarität, a Gerechtigkeit, für Demokratie a Menschlichkeit eben. Der Frieden als kein Naturprodukt. Der Frieden huet seg Basis erwiest aus den Aktionen vun de Leiit. Der Schmelzerbechter steht für all dat, an noch du weinst, als des Platz genedi richtig. Wohl wissend, dass mir 2022, und ich denke noch an mi grosser Zuel, wenn man mi bret invitieren, als am Park Leonie Kullen afhannen für diese Kommemorationstag aufzuhalen. Die Damen und Herren, für gut 75 Jahre loch eist Land Bodem. A gros Deler waren eng einzigen Champ de Debris. E schreckliche Krieg huet Europa a Lützeburg zersteiert. Et war ohne Zweifel e schrot an deichter dunkelt Kapitel vun eiser Geschicht vun der europäische Geschicht, mat dem Tod, dem Leid an dem Terror, mat dem Naziterror führen allem, mat zinge subtilen an grausame Methoden, mat zinge megalomanen Notionen a Visionen, die hat, et wurde fir d'Lützeburger, fir viele Europäer eng ganz Reihe von Jahren vun der Okkupation. Als Integrität an als Neutralität gouf mat Face getrüppelt, a mat der Hëllef vun eifrischen Kollaborateuren as auch versicht gin als Kleinkommunitéit an dat Großdeitsch Reich ze inkorporieren, ergo ze zersteieren. Juden, die am Land gelieft hu goufe gejot, an deportéiert, an der KZ geschleft, all déi, die dem Regime desideiert gegen Diwerstungen an sich gewehrt hun, sinn verfollecht, umgesiedelt a bestraft gin. Net zu vergessen, dat den 10. Oktober 1941 Lützeburger an der sogenannter Personenstandsaufnahme ihrem Willen für unabhängig zu bleiben e ganz starken Ausdruck gin hun. Gene wie der Streik 1942, wo das natürlich den Nazien e richtigen Dor am A an den Terror an der größter Form huet zougeschloen. Mit der Landung von den Alliierten 1944 huet allerdings nies oder ass allerdings nies löserlos Hoffnung opkommen, dass Europa, das als Länder auch Lützeburg befreit kann gehen. Es sollte eigentlich nach einem langen Weg gehen. Ich gehe nicht dabei historische Momente, die mit dem Krieg verbunden sind, zurück. Vieles für nach zu suchen. Und heute, 75 Jahre spät, sind viele Wunden sicherlich irgendwo geheilt, allerdings mit vielen Narben. Heute 4 Uhr vom nationalen Feiertag, den 10. 1946 aufgehalten wird, wollen wir um die 4400 Lützeburger Opfer denken, die den Ehrentitel Mort pour la Patrie drohen. Wir wollen noch die viel Friem, aber nicht vergessen, an sie an als Memoir anschließen, die bei uns gelebt haben, an die auch Opfer von den Nazi-Agitationen gaufen. Ja, die Damen und Herren, den Opfer zu gedenken als die erste Pflicht, die wir haben. Sie all a viel andere haben hier das Leben für Frieden und Freiheit gehen.
D'Erinnerung an die gruselige Zeit will man dafür wackrig an Heischalen. Et ist ein Schritt, für das zu realisieren, was 1945 viele Leute und viele Menschen gesagt haben. Plus jamais ça, never again please, nie wieder, nie mehr haben die Lützeburger gesagt. Memoir ist dem noch ein wichtiges Patrimoine. An als Gedenkstehen, an Monumenten, die wir euch als Ortschaft auf verschiedene Plätze stehen haben, ein paar Kullen, Hai oder Sos, wo Gedenkstehen platziert sind. Gleiches gilt für die Stolpersteine, die wir gesagt haben. Gleiches gilt auch für die Fenster an unserer Porchkirche, die daran erinnern, dass du etwas war, was nicht so hätte sollen sein. Wir sind übrigens am Gange mit dem Musée National de la Résistance, zusätzlich Projekte umzusetzen. Mit dabei auch den Historiker Jérôme Courtois, Schöfflinger Mattbierger. Ich will noch nicht alles verraten, was du lebst. Ich kann nicht aber allerdings schon sagen, dass es etwas ist von Qualität und das eine Bereicherung auch für das Patrimoine über den Krieg und über die Resistenz für uns Gemeinden. Es lohnt sich immer nicht, für Demokratie, Toleranz, Freiheit und Humanität anzusetzen. Genau das Werte als der Pilier von unserer gesamten Gesellschaft am europäischen Raum. Und das Projekt mit dem Musée National, als du hier eine flott, aber bereichernd Initiative, die werdet gesehen. Mit dieser kleinen Gedenkfeier setzen wir heute ein Klangzeichen. Mit der Bezeichnung von der Philippinerin Maria Rosso und dem Dmitri Muratov aus Russland als Laureate für den Friedensnobelpreis als gestern zu Oslo ein großes Zeichen gesetzt ging am Einsatz für die Meinungsfreiheit an einer Zeit, doch zumindest an den Ländern von politischer Repression und noch von Fake News aus der Welt, weil wie heißt es an der Argumentation, freien, unabhängigen und faktenbasierenden Journalismus dient der Protektion für den Machtmissbrauch, für den Lügen und für die Kriegspropaganda. Auch die Nomination von Abdulrazak Gurnal aus Tansania kann ich als starkes Zeichen für die Dignität des Menschen werten. Für all droit de l'homme, für die wir anstehen. Kompromisslos und empathisch sind Texte und Reflexionen über das Schicksal von Flüchtlingen, über die Ungerechtigkeiten an der Welt. Ja, leider ist es nicht überall auf der Welt, wie wir es können erleben, an vielen spüren Frieden und Wohlstand. Berichte an den Medien weisen das mit aller Deutlichkeit leider bald alltag. An der Misere an der Welt von Haut, die brutal Krieger oft nicht weit weg von Haut, Not und Leid und Tortur von den Refugien weisen leider, dass Intoleranz und Hass vis-à-vis von anderen politischen Ideen, vis-à-vis von anderen Kulturen, Religionen, Nationen und noch Rassen immer noch präsent ist. Und dass Eisenersatz für Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand nie abhalten. Diese Match ist nicht gegen den einen, aber mit den einen und nicht mehr mit den einen zu gewinnen. Barack Obama so einmal, dass wirkliche Frieden nicht allein Gefühl von der Freiheit ist. Nein, das für allem auch die Liberté économique, das auch die Egalität und das auch die Fraternité. Genau an diesem Geist gesehen wir den Tag von heute. Eine Kommemoration für die vielen Opfer, eine Kommemoration und noch ein Ansatz für Frieden und Menschenrechte. Dafür bleibt Kommemoration auch immer noch aktuell und hat auch seinen Sinn und seine Valeur. Als Leben steht am Zeichnung von der Hoffnung auf Verstehung und Toleranz, auf Frieden, auf Brücke bauen zwischen den Menschen, daheim, an unserer Gemeinde, an unserem Land, an Europa, an der Welt. Am Respekt mit den Kriegsgenerationen, die sich gegen das faschistische Regime gewehrt haben, so ich aufschließend merci für Ihre Präsenz heute bei dem Dach schöne Wörter. Merci von uns Choralen unter der Direktion von Emmanuel Jung für den musikalischen Enkadrement hier und auch an der Kirche. Das war ganz flott, das Lied von der Freiheit, das immer auch etwas Erfrischendes, was die soll hören, dass sie sich bewusst ist, was Freiheit ist, auf jeden Fall wir kämpfen. Merci auch dem Pascal Thierry auf der Trompete und dem Eric Girardi auf der Trommel für das Aufspielen von der Sonnerie. Ich will auch als Merci anschließen als Pastor, den Herr Charles Bremer, für den Gebetsmoment, den er an der St. Martinskirche aufgehalten hat. Ich alle gut merci. Dass der Hai sieht, das ist ein Moment von Besinnung und Erinnerung. Das ist ein Moment, wo Bürger, wo dir, ihr gegen Vergessen ersetzt, die Erinnerung pflegt
a gleichzeitig ihr stark macht für Frieden, Gerechtigkeit und Freiheit. Das ist ein noble Gest, auch haut nach einer großen Notwendigkeit. Zunächst merci für die Nullstellung.